Und das ist das, was mich begeistert, wenn die Vision grösser wird als einfach die eigene Firma, die eigene Institution, die eigene Kirche. Dann merkst du auch, nein, das kann ich gar nicht allein. Die ist viel zu gross. Ich brauche eben andere, die mittragen. Herzlich willkommen zu dem heutigen LiveNet-Talk im Rahmen des Jahresfest von LiveNet. Wir sind hier in der ETG Bern für einmal und haben eine sehr spannende Runde zum Thema Missionsland Schweiz. Fragezeichen, Ausrufzeichen. Hat man vielleicht vor 20 Jahren noch ein bisschen anders oder vor 30 Jahren noch ein bisschen anders gesehen? Das ist jetzt die Schweiz ein Missionsland? Nein, da gehen doch Leute in die Mission irgendwo sonst her. Aber das wollen wir jetzt ein bisschen zusammen anschauen. Wie gestaltet sich denn das mit der Mission in der Schweiz im Moment und was gibt es für neue Wege, neue Ansätze, die man dort verfolgt? Und da begrüße ich zuerst gerade und ich stelle gerade direkt die erste Frage, dass wir da reinkommen ins Thema, Andi Bachmann-Roth, Generalsekretär der Schweizerischen Evangelischen Allianz. Er ist in der Spurgruppe dabei, auch von Zukunft Mission, wo man sich eben mit diesen Fragen befasst. Vielleicht kannst du uns gerade zuerst ein bisschen erklären, wenn du ein Mikrofon hast, gell, Andi? Das ist noch nicht gesehen. Dann kannst du uns erklären, was eigentlich das genau ist, das Projekt Zukunft Mission. Vor circa 3 Jahren ist Julia Henke, die europäische Direktorin von Life in Abundance, auf verschiedene von uns zugekommen, unter anderem auf die AM und andere, und hat gesagt, ich wollte euch gerne eine Studie schenken über die Situation der Mission in der Schweiz. Ja, und ich meine, geschenkt, am geschenkten Gaul, schau dir das mal, ich meine, kostet es nichts, nützt Schatz nichts. Haben wir sofort Ja gesagt und dann hat etwas angefangen, das niemand von uns plant und auch niemand von uns gedacht hat. Die Studie hat nämlich ganz spannende Ergebnisse zu Tag gefördert, aber was vielleicht noch viel spannender war, ist, wir hatten keine Antwort auf die Fragen. Und wir haben uns mit dem nicht zufrieden geben. Und in diesen Fragen ist eine Gemeinschaft entstanden, unter uns zum Beispiel, oder Vorhocker und anderen, wo ein Wunsch gewachsen ist, dass das nicht das Ende der Geschichte ist, sondern dass wir für die Mission, die Gott uns anvertraut hat, auch gerade in der Schweiz, wo sich rasant säkularisiert hat, dass wir eigentlich da richtig etwas rocken können. Und es wird unglaublich viel Gutes gemacht. Ich sehe das in meinem Alltag als Allianzpräsident, wo ich viel Besuche mache. Da passiert so viel Gutes. Und gleich sehen wir auch so wenig Wirkung. An dem leidet wir auch, an dem leide ich. Und das ist, denke ich, das, was wir sehen wollen, dass Gott eigentlich etwas bewegt in der Schweiz, darüber hinaus, in der ganzen Welt. Dass wir funktionaler werden in dieser Mission, die Gott uns anvertraut hat. Und da sind wir mitten in einem Prozess. Wir sind dankbar für, wie Gott zu uns schon geredet hat, was wir alles lernen können, aber wir haben die finale Antwort noch nicht gefunden. Aber wir sind in einem unglaublich spannenden Prozess drin. Und dort drinnen ist schon der Beat Leuthold. Ich kann gerne schon zu ihm weitergehen, Präsident von AEM. Du kannst selber kurz sagen, was das ist, was du da vertreten mit dem AEM, der Arbeitsgemeinschaft. Genau, guten Abend miteinander. Ja, die AEM ist eigentlich der Verband oder ein Netzwerk von den Missionswerken, wo die meisten oder viele Missionswerke, die gerade auch im Ausland tätig sind, dabei sind. Und sind aber auch in der Schweiz tätig und wir sind eigentlich schon von Anfang an an diesem Prozess dabei. Und ich persönlich finde es unglaublich, wie man ein bisschen kopfmässig und wissenschaftlich oder ja, für die Befragung dann eigentlich wie das ins Herz innen ist und etwas ausgelöst hat und wir eigentlich wie jetzt ganz an einem anderen Punkt stehen. Wir haben wie einen Hunger bekommen, wie eine Sehnsucht bekommen. Das kann es jetzt nicht gewesen sein. Ich kann mich noch gut erinnern, das ist übrigens bei euch im LiveNet im Büro, haben wir die erste Studie, glaube ich, miteinander besprochen, das Resultat. Und ich habe es extrem spannend gefunden, dass eigentlich Verbandsleiter vom Freikirchenverband oder so, wie gesagt haben, das kann es ja nicht sein. Also da wollen wir nicht stehen bleiben mit der Situation, die wir jetzt haben. Und durch jetzt für uns das Werk ist es natürlich genial oder wie eine Befreiung ein Stück weit auch, wirklich wieder können so offen und vielleicht auch neu über Mission können zu reden. Aber darüber reden, weißt du, das ein Teil jetzt, aber
für noch ein bisschen sein Herz da drin zu spüren. Was ist jetzt schon passiert, wo du so hast gedacht, wow, das ist jetzt wirklich etwas Neues, das hier könnte, langsam anbrechen könnte? Also ich glaube, gerade jetzt die Kooperationsmodelle, also wenn ich zum Beispiel jetzt da hinten den Peter anschaue, der Peter Schneeberger, der Präsident vom Freikirchenverband, zum Beispiel jetzt ein kleines Beispiel im Datenschutz, haben wir jetzt einfach geschaut, dass wir es miteinander machen und nicht einzeln. Oder jetzt, wir haben eine Charta der Grenzverletzung unterschrieben, wo wir einfach das zusammen machen, auch mit der Romadi und wirklich probieren und heute Morgen eine Sitzung hatten. Und es ist so ein wohlwollendes Miteinander. Und es kann einfach, wir tun Ressourcen zusammen, dass wir eigentlich dann wirklich für den wirklichen Auftrag und nicht für den Datenschutz und anders, sondern wirklich den Auftrag dann eigentlich wirklich ressourcenfrei haben. Und auch dort sehen wir jetzt, dass eigentlich alle wollen eigentlich mehr Wirkung entfalten und bereit sind, ein Stück zurückzustehen und auch anderen Platz zu machen. Und das macht mega Freude. Das Bild, das ja ich ein paar Mal schon gesehen habe in diesem Zusammenhang, ist das, wo Freunde den gelähmt haben, durchs Dach runtergelassen zu Jesus, oder? Und wie gemeinsam so eben das überhaupt erst haben möglich gemacht. Genau, das ist unsere grosse Sehnsucht, dass wir wie jetzt 4 Personen, aber wir sind ja eigentlich auch mehr, wo wir mitschaffen an dem Auftrag und dass wir zusammen eigentlich die Barre haben oder die Person haben, ist ja auch ein Freund, wir sind eigentlich auch 5 Freunde und dann zusammen eigentlich zu Jesus gehen. Und was uns wie wichtig ist als Gruppe, wir wollen auch nicht jetzt einfach sagen, was war, ist nicht gut. Also die Kirche, also die ETG Bern in dem Sinne, ist ja pumpenvoll gewesen, wo Jesus dort war. Und wir müssen über das Dach rein. Und das heisst ja, es soll auch der Kirche und den Bestehenden gut gehen. Und wir wollen eigentlich wie noch alternative Wege finden, um eigentlich auch weiteres zu ermöglichen, wo einfach so mit dem Bisherigen nicht möglich wäre. Wir wollen wirklich das Bisherige ehren. Ja. Und er umfasst das eben die verschiedensten Player sozusagen. Der Michael Girgis vertritt dort drinnen so auch die theologischen Ausbildungsstätten. Was ist denn bei euch jetzt so die Motivation, hier nach hineinzugehen? Ja, das Faszinierende für mich ist eigentlich, egal ob man jetzt in einer Ausbildungsstätte schafft, ich bin auch noch Lokalpastor, also ich habe eine Doppelrolle, oder in meiner Rolle als Pastor haben wir eigentlich den gleichen Auftrag, einfach verschiedene Aspekte, die wir dazu beitragen. Und das Miteinander, die Wirkung, die wir eigentlich in der Schweiz erzielen, hängt eigentlich von der Fähigkeit ab, das eben miteinander zu machen. Darum das Bild von diesen 4 Freunden, die gemeinsam den Gelähmten zu Jesus bringen, das ist für mich etwas mega Motivierendes. Weil aneinander vorbeischaffen, jeder in seinem Silo, in seiner eigenen Organisation oder auch in seiner eigenen Kirche, das führt eigentlich zu dem, was wir jetzt schon haben. Aber wenn wir lernen, in einer neuen Art und Weise den Leib Christi darzustellen, national oder auch lokal, und wirklich Synergien zu nutzen, dann glaube ich, können wir eine ganz andere Wirkung erzielen. Und das ist so für uns als Ausbildungsstätte natürlich einen Weg schon ein Riesenthema, weil wir bilden ja nicht Leute für uns aus, sondern für die Kirchen mit dem Auftrag, eben die Welt zu erreichen. Und darum auch mit dem Missionswerk. Und das Miteinander ist schon immer da gewesen. Es ist aber auch immer nicht einfach gewesen. Es hat immer Spannungen gegeben. Es ist auch die Frage, ist jetzt die Ausbildungsstätte quasi unter dem Auftrag von der Kirche tätig, von der Verband, sind die quasi unsere Chefs und wir sind die Ausführenden oder dürfen wir mitreden und so Sachen hat es auch mit dem Missionswerk und den Dingen gegeben und ich glaube, da haben wir einfach Chancen, die Verbindungen neu zu klären. Und wie sagen, wenn wir als 4 Freunde am gleichen Strick ziehen und eben gemeinsam die Schweiz nochmal neu zu Jesus bringen, dann werden wir ganz neue Ergebnisse sehen und auf das freue ich mich mega. Weil ich glaube, es ist viel Gutes vorhanden, es wird aber noch zu wenig eigentlich miteinander geredet und die Leute, die im Ausland arbeiten, fühlen sich manchmal für die Schweiz nicht verantwortlich. Oder Leute, die Kirchen bauen, haben das Gefühl, Mission ist ja etwas für die AM und Evangelisation etwas für die Evangelisten und so ist vieles so aufgeteilt. Und das führt eigentlich dazu, dass jeder in seinem Silo eigentlich nur immer einen Teil kennt und nicht das Ganze. Genau, ja, Michi, mal im Sinn an die feurige Rede, die du gehabt hast, Leitertreffen im Forum, im Ländli ist das gesehen, ja, das Forum, wo die Schweizerische Evangelische Allianz einladen, wo du gesagt hast, hey, es kann es doch nicht sein, dass das alles jetzt schon bereits gesehen wäre, oder? Und dass wir einfach schrumpfen und niemand interessiert sich mehr für einen christlichen Glauben. Also das ist jetzt ein bisschen auf die Spitze getrieben, oder? Ja, absolut. Ich habe heute mit dem Urs Schmidt Mittag gegessen. Wir sind auch auf das Dezember-Treffen gekommen. Ich bin von der Julia kontaktiert worden im Vorfeld, weil wir als Ausbildungsstätte können bei den Fragen schon mitwirken. Und ab dem Moment, wo die Studie vorgestellt wurde, hat mein Herz angefangen zu gumpen. Ich kann es nicht erklären. Für mich ist das Faszinierendste, was passiert in den letzten 30 Jahren, ist eigentlich das, was jetzt in den letzten 2 Jahren passiert ist.
Sie ist ja im September 21 vorgestellt worden am Leiterforum. Und für mich auch so der Traum, der mich mit 22 in der ganzen Naivität von der Jugend veranlasst hat, eine Gemeinde zu gründen, ohne wissen, was wir machen, mit dem Ziel, dass wir unsere Stadt auf den Kopf stellen und dass man die nachher nicht mehr kennt. Genau, ist dann mit 31 mir klar geworden, das ist nicht der Fall geworden. Ich selber hatte dann ein Burnout, bin ausgestiegen und wir haben die Kirche wieder zugemacht. Die Kirche ist aber wieder auferstanden, ich bin dort wieder Pastor mittlerweile und ich habe immer noch den gleichen Traum, aber ich bin über 30 Jahre älter jetzt. Und der Traum lässt mich einfach nicht los, weil ich bin nicht Vollzeit geworden, um mich um das zu kümmern, was wir schon haben, und dann sind wir zufrieden. Und eigentlich ist die Mission in der Schweiz mein Herzensanliegen, ob das Bülach ist oder die ganze Schweiz oder auch die Welt. Ja, und ich will schon mal noch etwas anderes sehen, genau, darum hoffe ich, wir werden die 4 Freunde und bringen Jesus, den Gelähmten, die Schweiz nochmal zu Jesus. Genau, Jesus ist schon bei Jesus, genau. Und das Bild hat ganz viele faszinierende Aspekte, da können wir noch viel darüber reden. Ja. Aber das eine ist eigentlich, das Haus ist ja schon voll, das heisst, das, was bestehend ist, das funktioniert. Aber es braucht eben auch das Kleine, das Mobile, das dann eben noch dazu ist und neue Wege findet und über das Dach hier kommt, was man eigentlich nicht macht und nicht sollte, aber trotzdem nötig ist. Genau. Ja, für uns als LiveNet kann ich nur sagen, es ist nur logisch gewesen, dass wir uns einklinken in das. Ich bin jetzt auch in so einer Learning-Community drin und lasse mich mal auf das ein, was das alles heisst, das neue Denken, Paradigmenwechsel, und da kommen ganz viele spannende Bilder, wie dass man da wirklich zusammenarbeiten kann und nicht nur am Schluss gleich wieder sein Gärtchen nur allein sehen. Und das ist hoch faszinierend. Und ich würde gerne noch Esther Kasper Rüger hier jetzt noch das Wort geben. Sie ist von Winterthur, habe ich schon erwähnt, Gebetshaus, Leiterin dort hier. Und ihr seid ja auch so ein bisschen der erste Pilot, gell, eine Region, wo man das wie probiert umzusetzen, in der Region Winterthur oder in der Stadt Winterthur mit einem so einem Ökosystem-Gedanken oder einfach eben dem, sag das selber vielleicht. Du bist länger dabei als ich. Ja, also wir nennen es Vision Plus mit einem W für Winterthur. Es ist aus dieser Sehnsucht entstanden, wie es Michael vorher beschrieben hat, eigentlich so, wie können wir miteinander die Stadt erreichen und was braucht es heute, damit Menschen Jesus begegnen. Für mich war immer so das Bild, ich hatte so den Eindruck gehabt, wenn man in eine Gemeinde, in eine Kirche eingeht, wenn man einen Alpha-Life-Kurs macht, so, es ist wie eine Schwelle, wo man drüber gehen muss. Und man begibt sich in ein Gebäude rein, mit Wänden, es gibt Strukturen, es ist vieles so fest definiert. Und mein Traum ist so ein Ort ohne Wände. Also ich sagen, das Kreuz im Zentrum, Jesus im Zentrum. Und es hat auch keine Schwelle, man kommt rein und begegnet dort in Jesus. Und das Gebetshaus leiten ist nicht meine ursprüngliche Vision gewesen, das ist so auf dem Weg entstanden. Und auch auf dem weiteren Weg habe ich gemerkt, dass Jesus das neu zurückbringt, eigentlich die Sehnsucht nach diesem Ort zu haben, wo ich glaube, wenn das Gebet im Zentrum ist, wenn das, was auch in den Learning Communities passiert, wenn wir uns um Jesus herum versammeln, dann gibt es ganz viel Raum und dann wird es wie einfach in die Gegenwart zu kommen von Gott. Und es entsteht auch eine Energie, eine Kraft, da wo wir uns in ihn versammeln. Und es entstehen so Orte, das kann auch online sein, aber ich glaube auch in Städten, es braucht so Orte, wo Menschen ankommen und wo sie dort ihnen Jesus begegnen. Und dass man nicht zuerst irgendwo in eine Struktur hineinkommt, verschiedene Stufen muss durchlaufen, sondern das Erste, wie die Begegnung ist mit dieser Liebe und mit dieser Gegenwart. Und dann aus dem heraus Beziehungen können entstehen und vielleicht dann ein nächster Schritt, der ist in eine Gemeinde. Und das wäre so ein bisschen der Traum. Und wir sind jetzt auch zu Winterthur dran mit einer Learning Community, das miteinander unterwegs sein, auch miteinander Gott zu suchen, ihn nochmal zu fragen, was hat er denn vor in dieser Stadt? Und ja, suchen das zu hören. Also letztlich auch wieder sich ausstrecken, so, dass übernatürlich etwas kommen kann, oder? Also letztlich ist das Eingreifen von Gott, wo nicht nur die Strategie und wir arbeiten jetzt zusammen und das hat ja noch nicht gelangt, oder? Die Projekte an und für sich. Ich glaube, für mich ist das, auch wenn man zurückschaut, in der Geschichte, die Gott mit seinem Volk hat,
also mit der weltweiten Ekklesia, ist es immer so gewesen, dass Leute rausgerufen worden sind und neu müssen berührt werden vom Heiligen Geist. Und ich glaube, das, was passiert, auch mit unserem Unterwegssein, ist so etwas. Von zu merken, es gibt so viel Gutes, aber wir müssen so zurückkommen zu einer Schlichtheit auch und uns wirklich leiten lassen vom Heiligen Geist und manchmal alles mal auf die Seite tun, uns nochmal aufmachen und ich habe das Vertrauen und den Glauben, dass er dann uns auch führt, wie das auch zusammenkommen. Genau. Ja, Sachen, die zusammenkommen, eben dann auch schon auch konkret, handfest, so wie jetzt das Beispiel, wo wir schon heute Abend an diesem Jahresfest von LiveNet haben angeschaut, mit Hope, wo wir jetzt so eine Evangelisationsbewegung startet, LiveNet und die Schweizerische Evangelische Allianz, die dort wie fusionieren in diesem Bereich sozusagen. Könnte das etwas werden, dass das Schule macht in diese Richtung? Was denkt ihr? Ja, ich glaube es genau. Also das hat mich mega gefreut, dass ich das erste Mal gehört habe. Genau, das wollen wir, genau. Entschuldigung. Dass man eigentlich wirklich wie auf eine neue Art zugeht und eigentlich nicht einfach primär an die Institution denkt oder was ich brauche, sondern was braucht eigentlich der Liebe, was macht Sinn, wie können wir die Leute noch besser erreichen, dass wir eigentlich viel mehr auch unseren Auftrag im Blick haben und nicht einfach, was wir persönlich brauchen. Und das ist dann genau gleich sehr das Operative, dass wir eigentlich einfach konkret jetzt unsere Projekte oder in der Stadt Winterthur, aus Winterthur einfach schauen, was es eigentlich noch braucht. Aber das andere ist, dass wir auch zusammen wie daran glauben, also dass wir wie miteinander wirklich im Glauben stehen. Und da habe ich das Gefühl, sind wir eben auch ein bisschen wie arm dran, dass wir vor allem bei uns sind, bei unserem Glauben, bei der Selbstoptimierung, einfach so ein bisschen egoistischen Glauben haben und wenn wir wie zusammen auch unterwegs sind und zusammen wirklich darauf vertrauen, kann mehr passieren. Du hast es beschrieben, jetzt mit Energie kommt in den Raum und wenn man wie, es ist eben 1 und 1 gibt eben mehr als und die Gemeinschaft von uns Christen, wenn man wirklich darauf vertraut, dann kann wirklich einiges passieren. Wir nochmal beim Andi genau. Bist du noch ein bisschen kurz dran gewesen, nämlich? Nein, ist voll okay. Das ist eine Rolle, die ich super finde als Allianz. Sachen möglich machen, genau. Wie jetzt hier passiert. Und, wir reden ja immer von gemeinsam besser als Allianz. Und ich staune, was möglich wird in Sektionen, wo nicht überall ist es lebendig, aber an vielen Orten über Jahrzehnte bauen die Einheit und bleiben zusammen, auch dann, wenn es schwierig wird, und das ist mega cool. Aber wir können ja eben nicht nur darüber reden, sondern manchmal geht es wirklich darum, auch eben die heilige Lotti zu schlachten. Und die Lotti, die wir geschlachtet haben, ist die Viertelstunde. Oder? Wir haben 20 Jahre lang die Zeitung rausgegeben, die Verteilzeitung, aber wir haben gemerkt, wir haben genau die gleiche Vision. Und das versteht jetzt einfach niemand, wieso 2 Leute genau das Gleiche machen und dann noch anders sagen. Und alle, eigentlich kommt gar niemand genau draus, wieso 2 und so. Und das ist das, was mich begeistert, wenn die Vision grösser wird als einfach die eigene Firma, die eigene Institution, die eigene Kirche. Dann merkst du auch, das kann ich gar nicht allein. Die ist viel zu gross. Ich brauche eben andere, die mittragen. Ich brauche die Freunde, die mithaben. Und ich hoffe, dass wir da vielleicht auch den einen oder anderen ermutigen können. Vielleicht führt es wirklich dazu, dass wir das eine oder andere einstampfen, damit andere Sachen können neu aufblühen. Und ich freue mich, wenn Hope aufblüht. Ich freue mich über die coole Idee, Zeitungen für die Regionen zu machen, weil das funktioniert super mit den lokalen Allianzsektionen. Und ich freue mich mega, wenn wir den Schritt machen können. Ich hoffe, es macht die Schule. Mega. Ja, wenn so das Thema nochmal aufgreifen mit dem Missionsland Schweiz, eben, das trifft es ja schon. Ich habe jetzt sogar vor kurzem das Buch gelesen, das mich sehr inspiriert hat, von Stefan Schweier, oder? Wo er den Zustand eigentlich zeigt, wie wenig dass wir eben wirklich noch durchdringen eigentlich. Und du weiss ich auch, Andi, du hast schon jetzt gerade das auch gelesen vor kurzem. Und was denkst du, was sind für... Wir sind fast gezwungen, jemand hat einmal gesagt, wir sind ja, das ist ein Landeskirchler gewesen, ist noch mal krasser vielleicht bei ihnen, aber ich gesagt, wir sind eher da Talsohle angelangt, jetzt müssen wir ja neue Wege gehen. Ja, und gleich das Buch macht ja schonungslose Analysen, aber es ist so unglaublich hoffnungsvoll. Weil ich glaube, der Stefan Schweier einfach so Fan ist von Jesus. Und wenn es irgendetwas gibt, wo Menschen und Gesellschaften bleiben transformieren kann, dann ist es Jesus Christus. Und das ist heute noch gültig, genau gleich. Und ich glaube, wir müssen auf eine neue Art lernen zu kommunizieren, auch neue Strukturen bauen. Ich glaube, das Top-Down, ein Leiter, der oben runter
alles steuern, das charismatische Figur. Vielleicht ist es mehr eben in einem Netzwerk. Wir haben immer das Bild von einem Vogelschwarm. Wir sind welche Kraft steuert genau einen Vogelschwarm, oder? Was ist das? Für uns ist es natürlich der Heilige Geist, der zu uns redet. Und wir wollen das neu lernen, im gemeinsamen Hören auf den Heiligen Geist, herausfinden, was in dem Moment eben dran ist, für die Menschen, für die Freunde, die mit uns leben, in den Dörfern und Städten. Ich glaube, das ist ein Schlüssel. Lernende Gemeinschaften werden, wo man sich miteinander aufmacht, auf Gott zu hören und dann das zu machen, was er uns sagt. Neben vielen ganz vielen anderen Sachen, die denke ich auch wichtig sind, ist das für mich etwas ganz Zentrales. Ja, absolut, stimmt. Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu negativ gewesen. Natürlich, also auch jetzt, auf viel Grund immer noch zum Dankbarsein, es läuft auch sehr vieles, natürlich, was sehr lebendig ist und das wollen wir nicht irgendwie völlig ignorieren, aber einfach die Sehnsucht nach mehr, oder? Also, genau, das ist definitiv das, was uns dort hier weiter wird führen. Danke vielmals euch. Ich bin gespannt auf das, was da noch alles kommt mit eben der Zukunftsmission, jetzt in dieser Lerngemeinschaft, wo ich drin bin. Er ist gerade gestartet und wir werden euch auf dem Laufenden behalten, auch auf LiveNet, auf unserem Kanal, was dort hier noch weiter daraus entsteht. Danke vielmals für euer Interesse. Merci euch, dass ihr seid zum Teil, doch angereist jetzt auf das Bern heute und da habt euer Herz teilt bei diesem Thema. Herzlichen Dank. Ja. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.